Aus diesem wunderbaren Reispapier möchte ich gerne ein schönes Kärtchen machen für unser Wintermärli-Journal. Und ja, ich habe mir überlegt, ich mache doch einfach eine schöne Collage. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich habe mir hier nämlich so ein bisschen dickere Kartönchen parat gemacht. Das ist ein Urähnungsregister, das ich glaube mal in der Brocke gefunden habe. So, und die haben so ganz eine tolle Grösse, wo doch das so wunderbar drauf kommt, wo man auch wirklich wieder das ganze Rössli-Bild hier kann nehmen kann. Wieder nicht das Ganze, ich muss ihm wieder ein bisschen vom Schwänzchen abschneiden. Aber ja noch so, hä? So, ein bisschen kleiner möchte ich das Kärtchen noch machen, weil es ist schon sehr knapp für 3. Natürlich, das kommt weg. Und ja, ich glaube, ich mache es wirklich sehr, sehr gross, so dass man es dann einfach auf irgendeiner Seite mit den Büroklammern kann reinklippen kann. Einfach gerade so. Irgendwo, wo es dann gerade so schön passt. He? So, aber für das muss ich wirklich noch ein bisschen abschneiden. Ich schaue mal, wie viel es da übersteht. Also, etwa so. Etwa so. Und von der Höhe aber passt es gerade. Also, es wird einfach nur ein bisschen schmäler. Und ja, dann habe ich mir da natürlich noch ein paar Sachen parat gemacht. Also ein kleines bisschen Geschenkpapier, das mir denkt, passt vom Dingsbums gerade, von der Farbe und vom Müsterli her. Dann habe ich da noch ein bisschen eingefärbte Tortenspitze. Ich habe natürlich immer noch jede Menge von diesen Schnipsel. Was auch noch gut könnte passen, ist so ein bisschen Buchseite und vielleicht sogar noch ein bisschen irgendwas von dem Notenpapier. Genau, da habe ich noch ein bisschen ausgeschnittenes Zeugs vom Scrapbook-Papier und hier noch ein paar von diesen Kleberli. Und natürlich Washi-Tape, wo wir die ganzen Rändchen damit gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, irgendetwas wird mir hier schon Stand bringen. Zack. Und ich muss wieder ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt, glaube ich, heute meine grösste Challenge. Dass ich hier für euch am richtigen Ort basteln und nicht irgendwo kreuz und quer, wo ihr gar nichts seht. So, das kommt weg. Noch einmal abchecken. Ja. Das ist gut, so kann man es wirklich schön an den Rand schieben und es kommt hinten nicht in den Weg. Ich glaube, es ist okay. Man hätte sogar ein kleines bisschen weniger dürfen, aber das ist schon gut. Nein. Es schiebt es doch sowieso immer nur führen. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Ich glaube aber, ich nehme jetzt unten auch noch ein kleines bisschen, damit einfach das Format ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen besser passt oder ein bisschen, ja, ein bisschen ausgeglichener ist. So, ja, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Die Ecke runde ich jetzt gerade mit der Schere, wenn ich eine hätte. Das gibt es doch jetzt gar nicht. Tada! So.
So, ja, das sieht gut aus. Prima. So, jetzt möchte ich gerne hinten, dass es so bleibt, weil das gerade so schön blau ist. Da hat es ein bisschen Töpfchen oder etwas drauf. Da machen wir unsere Collage. Genau, das kommt natürlich ein bisschen oben drauf. Ich packe jetzt das mal aus. Ich habe mich bis jetzt gar noch nicht getraut, das auszupacken. So, oh, ist das schön. Und lass mal. So, jawohl. Das möchten wir da drauf haben. Aber ich glaube, eben, das würde noch recht schön aussehen, wenn das ein Zeugs noch durchschimmert. Vielleicht ein bisschen Noten. Oh ja, schau, Noten würde hübsch aussehen. Ich meine, das ist ja auch schon fast ein bisschen eine Collage, oder? Aber wir machen jetzt eine neue Collage. Einfach drauf los. Komm, nicht lange studieren. Einfach drauf los. Achtung, fertig, los. Eigentlich. Komm mal wieder ein bisschen runter. So. So. So, oder? Das könnte man für das erste Mal so aufkleben. So, ach, haben das gar nicht, oder was? Hätten wir jetzt auch gescheiter das da eingeschmiert mit Leim, hä? Das wäre mal hyperschlau. Ich schneide das schon jetzt ab, damit ich einen besseren Überblick habe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt, ich glaube, machen wir das so. Tun aber auch ziemlich nah am Rössli durch irgendwie reissen. Aber da, ich denke, da schneide ich einmal. Und zwar da. Da möchte ich es gerne schneiden. So, diesen Teil kann man jetzt sicher noch nicht brauchen und da unten das Rossviertel halt leider nicht. So, und jetzt weiss ich natürlich schon den Trick, wo man auch nass machen kann, dass man es besser kann am richtigen Ort durchreissen, aber ich möchte es eigentlich nicht nass machen. Und jetzt unten
Und soll ich das abschneiden, wenn es drauf ist? Nein, komm. Ich schneide es schon jetzt ab. Und ich habe jetzt gerade gesehen, ich möchte da noch ein bisschen von diesem hellblauen Müsterchen drauf haben. Das gefällt mir jetzt also gerade noch, wenn das noch drauf ist. So. Das weg. Oh ja. Sehr hübsch. So, und das mache ich jetzt aber da mit meinem Art Potch. Und dann schauen wir mal, wie das geht. So. Doch, bis jetzt ist gut. Jetzt stört es mich ein bisschen, dass ihr Kopf da komplett in der Not drin ist. Weil unten wäre gerade leer gewesen. Das Ganze ein bisschen runternehmen. Schau, keine Schlieren und prompt hat es Schlieren gegeben. Ja, vielleicht können wir das mit Inken dann auch ein bisschen verstecken. So, gut. Also, trocknen. Achtung, fertig, los. Ja, ich glaube, ich mache irgend so etwas in dieser Art. Ich glaube, es kommt gut. Und ich glaube, es braucht gar nicht mehr. Sonst wäre es vielleicht too much. Aber mich ärgert jetzt ein bisschen. Natürlich, dass das jetzt wählt. Das heisst natürlich, das hebt nicht auf dem Untergrund. So wie hier. Aber ich lasse es jetzt einfach mal trocknen. Ich glaube, ich mache noch das an. Das kann ich glaube jetzt schon noch. So. Das kommt einfach da. So liegt. Dann mal schauen, ob wir jetzt das ein bisschen retten können mit Inken. So, also, das wäre mein Kärtchen. Das muss natürlich jetzt noch fertig trocknen. Und vielleicht müssen wir es dann noch ein bisschen pressen, dass es nicht mehr so gewellt ist, weil wir jetzt natürlich hinten nichts drauf geklebt haben. Aber ja, also so gefällt mir das recht gut. Und ich finde, das darf so ganz gut in unser Journal rein. Und jetzt hätte ich eigentlich gerade noch Lust, 2 kleine zu machen. Mit dem Rest, den wir noch haben, von diesem Papier. Machen wir doch noch. Dann hätten wir da natürlich, bietet sich das Häuschen total an. So. Und da hätten wir dann halt einfach noch ein bisschen Müsterli. Hätte ich jetzt gedacht. Ups. Oh, alles fliegt fort. So.
Und hier auch noch ein bisschen Musik. So. Ich glaube, da lohne ich das einfach gerade so. Und da. So und so. Und jetzt haben wir noch... wo war jetzt so die andere Seite gewesen? Ah, da. So. Nicht so. Halt ohne den Strich. So. Also, aber jetzt mache ich das untere Zeugs nicht mehr mit dem Stiftlein. Das ist Quatsch. Machen wir das jetzt halt auch mit dem. Probieren, wie es tut. So. Ja, da geht jetzt das Bild ein bisschen unter. Da sieht man es ein bisschen besser, das Häuschen. Das finde ich jetzt noch gerade recht hübsch, dass man da das ganze Killeli sieht. Und da habe ich halt das Blümchen ab. Ja. Gut. Einmal. Jetzt gehe ich das, glaube ich, ganz schnell föhnen, damit es schon mal ein bisschen trocken ist, dass wir nachher nicht weiterfahren. So, mehr oder weniger getrocknet ist es. Noch ganz ein kleines bisschen feucht, aber wir können weiter arbeiten dran. Schön! Sehr, sehr hübsch. Jetzt, was haben wir noch? Nicht noch ein Ross. Nein, das mag ich jetzt also gerade nicht. Aber irgendetwas Ausgeschnittenes da. Das da. Ah, irgendwie. So, dann haben wir noch ein bisschen Bäume. So, oh, das ist ein schönes Bäumchen. So. Genau, so. So, und dann kommt auch hier das Blümchen. Das Blümchen. Und wenn wir noch ein bisschen Rand machen. So. Ist das gut? Und da könnten wir doch einen Waschirand machen. Oh ja. Oh ja. Wow. Also wieder auf die Seite. Und studieren. Was müssen wir zuerst? Ich glaube, ich mache hier zuerst mal den Waschirand. Das ist wieder das, was nicht richtig klebt, wo wir auf jeden Fall ankleben müssen. Schau. So. So, sieht auch sehr cool aus, wenn das durchschimmert hier. Gefällt mir mega gut.
könnte man eigentlich hier hinten auch einen Waschrahmen machen. Zwar ein Rahmen. Nicht so dafür. Da. Und jetzt kommt das Bäumchen. Jawohl. Oh, ich finde es cool. Ich finde es cool. Mir gefallen die Karten. So. Oh, wow. Mega schön. Noch gerade ein bisschen Inken. Dann ist die nämlich schon fertig. So, und da hinten auch. Schön übers Leim geschmiert drüber, dass man es nicht mehr sieht. Jawohl. Passt. Super. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. So, und da noch. Sehr hübsch. Sehr hübsch, jawohl. Gefällt mir. Ich habe jetzt hier nicht richtig an. Muss man dann noch schnell ein bisschen Leim geben. So. Voilà, falsch. So. Jetzt wollen wir doch mal unsere Ausbeute anschauen, was wir auch gemacht haben. Ja, das ist jetzt also wirklich ein bisschen dumm, dass das sich da so blöd wellt. Das ist ein bisschen schade. Aber sonst finde ich eigentlich die 3 Karten wirklich mega schön. Gefällt mir super gut. Oh, das Washi-Tape gefällt mir gerade extrem. Dann wollen wir doch die mal platzieren. Das darf doch auch nicht fehlen. So, genau, ich habe herausgefunden, das Rössli kommt einmal da vorne vor und glaube in der Mitte. Hallo? Da, genau. In der Mitte. Dann wäre das. Wo könnte denn das kommen? Wo könnte das herkommen? Da. Da, aber dann ist es wieder so nah an dem vorne. Oder das hinterste. Das hinterste. Ja. Auf einer Doppelseite wäre eben noch hübsch gewesen. He? So. Und dann bräuchten wir aber noch eine Büroklammer. Dann hätten wir etwas für die Mitte. Und das verschwindet ganz. Das wäre schon fast ein bisschen schade. Oh. Und für da ist es ein bisschen zu breit, aber wir haben ja noch ein schmäleres. Oh, schau jetzt. Was ist das dumm, wenn es 2-mal Blumen hat? Nein, ich glaube es nicht. He? Seht ihr wieder nichts, was ich mache? So, und dann. So, voilà. Das wären unsere 3 Karten, die jetzt wunderbar in unserem super schönen Journal hausen. Schön, ey, es hat mir mega Spass gemacht. Ich habe auch Freude. Und jetzt habe ich eben noch die da.
Und ja, für die muss ich mir jetzt auch noch etwas ausdenken. Da würde sich ja schon fast anbieten, irgendetwas machen mit einem Fensterli. Irgendeine Klappkarte mit einem Fenster. Ich weiss es noch nicht. Ich weiss es wirklich noch nicht. Ich muss mir, glaube ich, noch ein bisschen etwas überlegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!